Am Mittag hat mega schön die Sonne geschonen. Ich wusste, ich werde heute im Namen 1-2 Videos aufnehmen. Und ich habe sofort alles zusammengepackt. Bin hierher gekommen. Mittlerweile ist es mega kalt. Es kommt gut. Über was reden wir heute? Heute reden wir über die analoge Fotografie. Ich möchte mal ganz vorne anfangen. Ich habe jetzt schon ein paar Videos zum Thema Entwickeln und Scannen gemacht. Und heute gehen wir aber noch mal ein paar Schritte zurück. Ich bin alles andere als ein Analog-Experte, wirklich gar nicht. Ich bin noch nie. Und gleich habe ich das Gefühl, hey komm, ich fange jetzt mal an, weil ich weiss, als ich angefangen habe, bin ich noch froh gewesen, um genau solche Videos, wo man so ein bisschen Sachen einfach vielleicht mal das erste Mal hört oder das zweite Mal und ein bisschen motiviert wird, sich selber weiter damit zu befassen und vor allem dann eben schlussendlich auch zu fotografieren. Und vielleicht sagt ihr am Schluss des Videos, nein, sicher nicht, das ist mir viel zu viel. Warum eigentlich analoge Fotografie? Das Digitale ist doch viel praktischer, sind wir ehrlich. Man sieht sofort das Resultat, man kann allenfalls schon Einfluss darauf nehmen, man kann es bearbeiten, man kann es selber noch drucken, in allen möglichen Grössen. Die Frage müsste man sich vielleicht mal stellen, warum will ich mit dem überhaupt anfangen? Und für mich sind es ganz klar zwei Gründe. Der erste ist eigentlich die Bildästhetik. Ich finde analoge Fotos wahnsinnig schön. Die haben oft so eine Ruhe in den Bildern, so eine Harmonie von den Farben, die mir einfach wahnsinnig gefällt. Vielleicht bin ich ein Opfer von diesem analogen Hype, ich weiß es nicht. Ich schaue die Fotos an und denke, wow, die sind einfach schön, wie sie aus der Kamera bzw. aus der Chemie rauskommen. Und der zweite Punkt ist eigentlich, ich finde halt die Geräte cool, die alten Kameras. Ich habe hier eine mitgenommen. So etwas fängt einfach. Es ist ein riesen Totschläger, aber es fängt einfach, es fängt durchzuschauen. Hier ist mehr für mich, ich sage es immer für mich, ist viel mehr Herz drin. Und ich finde es einfach toll, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen und so Sachen auszuprobieren. Es ist übrigens mega schön, es zwitschert hier im Wald. Wo fange ich denn an? Und das ist eigentlich relativ simpel, ihr fängt bei der Kamera an. Und das Gute ist, dass oft noch auf irgendwelchen Dachstöcken oder Kellern bei Eltern, Grosseltern manchmal noch Kameras rumliegen. Und die funktionieren oft noch. Vielleicht ist die Batterie nicht mehr gut, aber der Rest geht vielleicht noch. Vielleicht muss man sie mal putzen oder heute irgendwo in einen Service geben. Aber oft gehen die noch. Und dort anzufangen macht eigentlich Sinn. Und grundsätzlich, das habe ich mal irgendwo gelesen, sind die meisten Kameras einfach ein Loch, wo Licht durchgeht und hinten auf einen Film. Und dann gibt es ein Foto. Das, was rundum ist wichtig und gleich nicht mega wichtig. Das Objektiv, das hat natürlich sehr einen Einfluss, aber der Rest ist einfach eine Kamera. Das ist ein bisschen Metall, meistens Plastik, rundum ein paar Knöpfe, that's it. Genau. Was gibt es für Kameras? Es gibt eigentlich von mir aus gesehen, relevant jetzt für hier zu erwähnen, zwei Sorten von Kameras. 35 mm, das ist das Standardformat, das vom Anfänger bis zum Profi alle gebraucht haben früher. Und das Mittelformat 120er Film. Das war ein bisschen grösser, das war oft ein bisschen teurere Kameras, eher für die Ambitionierten oder für Profis gemacht. Und dementsprechend gibt es von diesen Kameras in der Regel weniger. Es gibt Point-and-Shoot-Kameras, das sind solche Kameras Point-and-Shoot, also Ala, aus Plastik, pointen, genau, und abdrücken. Die Standardkameras, die meisten hatten, das waren Spiegelreflexkameras. Dort hat es Canon, Nikon, Pentax, Contax, Minolta, als bekannte Marken. Die haben meistens ein Objektiv vorne, das man wechseln kann. Viele von denen, die meisten von denen, sind zum manuell fokussieren gewesen. Und die kommt man Occasion mittlerweile für 50, 60, 100, 150 Stutz kommt man da gut über, falls ihr keine finden. Und dann gibt es noch ganz viele Sondermodelle, aber auf die gehen wir jetzt näher drauf ein. Dann vielleicht noch zum Sagen zu den Mittelformatkameras. Das ist so eine, die man vielleicht noch kennt, die wirklich so etwas Altes ist, wo man alles noch manuell machen musste. Die Scharfstellen, den Film vorspulen, Schachtsucher, man hat von oben runter reingeschaut, das war alles spiegelverkehrt. Das mal zu den Kameras. Dann gehen wir weiter zum Film. Also, Thema Film.
Es gibt beim Film, wie schon gesagt, 35er und 120er Film als gängigste Format. Das ist das erste Unterscheidungsmerkmal. Das zweite ist natürlich ein Farbfilm oder Schwarz-Weiß. Also anders als im Digitalen, wo das Foto, wenn der RAW-Foto ist, im Nachhinein sagst, ob es farbig oder schwarz-weiß, hast du natürlich früher eben Film drin und hast dann den durchziehen. Und das Schöne bei den Filmen ist, ihr wählt den Film aus und es gibt euch dann halt den Look von diesem Film. Also nicht jeder Film ist gleich. Gängige Filme, Kodak Gold, der Cinestill, der Ektar. Ich habe das einfach gerne. Es ist fast ein bisschen wie Smarties. Man hat einfach Freude, schon nur so Sachen irgendwo im Kühlschrank zu haben. Übrigens ein guter Tipp, tut sie in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, dann bleiben sie am längsten haltbar. Es gibt noch ganz viele andere Filme von ganz vielen verschiedenen Marken. Da lohnt es sich sicher mal auf Bern zum Zumstein gehen oder in Zürich Arsimago, den ich auch schon kenne, und noch ganz viele andere coole Läden, die recht grosse Filmstocks haben und wo man auch mal etwas ausprobieren kann, was nicht so bekannt ist. Ihr habt eine Kamera, ihr habt ein paar Filme daheim, jetzt wollt ihr loslegen. Wenn ihr schon ein bisschen fotografieren, dann ist es klar, dann wisst ihr schon viele Sachen. Ich erkläre aber nochmal schnell ganz kurz im Grundsatz, wie eigentlich ein Foto entsteht. Licht kommt durch eine Linse und geht hinter, nicht auf einen Sensor wie in digitaler Fotografie, sondern auf einen Film. Dieser Film ist lichtempfindlich. Das ist der sogenannte ISO-Wert, Kodak Gold 200, der Cinestill 400, Portra 800, Cinestill 50, Fuji Alta 400, Ilford Delta Schwarz-Weiß-Film 3200. Bei den meisten Kameras muss man den ISO-Wert irgendwo einstellen, auch die ich habe. Wenn es ein Point-and-Shoot ist, erkennt ihr das selber. Und dann überlegt ihr halt, okay, was muss ich sonst einstellen? Ich habe Verschlusszeit und ich habe Blende, die ich einstellen muss. Und anhand von diesen 3 Sachen gibt es dann das Belichtungsdreieck und so hat er dann die richtige Belichtung. Und jetzt muss man das natürlich vorher ein bisschen überlegen. Man kann nicht einfach das einstellen und gebe ihm und jetzt ist das Foto im Dunkeln, jetzt das Foto im hellen Ecken. Man hat halt 36 Fotos oder jetzt hier 12 oder 14 oder 16 oder was auch immer, die man machen kann. Und dann muss man die bei diesem ISO-Wert machen. Sprich, wenn es mega hell ist, die Sonne scheint, ich bin irgendwo am Strand in der Ferien und will gerne Fotos machen von den Kindern. Ich drücke ab, mache 10 Fotos, daheim kann man die alle schneeweiss raus. Warum? Weil ich 800er ISO-Filme drin hatte, Blende auf 1,4 habe eingestellt, damit der Hintergrund schön unscharf wird und die Belichtungszeit mal hinten und vorne nicht nachher. Also sprich, dort muss man ein bisschen darauf schauen, dass man den passenden Film für die nächsten paar Motive, die man Fotos auswählt. Der nächste Punkt ist eigentlich so ein bisschen das Kamera-Handling. Wie schon gesagt, analoge Fotografie ist etwas, das in der langsamer geht, wo man sich mehr Zeit nimmt, wo mega fängt. Und ich glaube, das darf so sein. Ich glaube, man darf sich Zeit nehmen dort und soll sich Zeit nehmen. Und vor allem muss man ein bisschen mehr überlegen. Dadurch, dass ich nicht sofort sehe, was ich mache, sollte ich eigentlich relativ sicher sein, was ich mache, damit es eben schlussendlich gut rauskommt. Also lasst euch dort wirklich Zeit beim Fotografieren. Egal, was ihr für eine Kamera habt, ihr findet garantiert auf YouTube oder irgendwo sonst im Internet, auf einem Blog oder so, irgendwie noch ein Handbuch. Wie tue ich den Film drin? Wie stelle ich den ISO-Wert ein? Was für eine Batterie brauche ich? Belichtungsmesser, wie funktioniert der? Wie stelle ich scharf? Wie stelle ich meine Zeit ein? Wie tue ich, wenn der Film bleibt stecken? Und. 100 Fragen findet ihr alles online. Ja, und jetzt habt ihr euch wahnsinnig Zeit genommen, habt die Schüsse von eurem Leben gemacht mit dem richtigen Film, mit der richtigen Kamera und der richtigen Optik. Der Film hat es selber zurückgespult oder ihr habt ihn zurückgespult. Ihr nehmt die Kamera auf, nehmt den Film raus. Würde ich euch empfehlen, am Anfang ganz klar, gebt die Sachen irgendwo in ein Labor, die sollen euch das entwickeln. Und im besten Fall sollen sie euch erstens negativ zurückgeben, zweitens schon ausdrucken und drittens auch noch digitalisieren. Dann habt ihr eigentlich alles. Dann zahlt ihr am meisten, das ist ein bisschen brutal, aber ihr habt eigentlich nachher alles. Ihr könnt dann selber das Negativ vielleicht mal auf einem Vergrösserer auf ein Papier direkt belichten und so Prints machen. Wahnsinnig toller Prozess. Könnt ihr nicht, wenn ihr Negativ im Labor lässt, die schießen sie fort und gut ist. Cool ist auch, die digitalen Files zu haben. Die könnt ihr teilen, könnt daran Freude haben, könnt sie umschicken. Hey, schau mal, ich habe meinen ersten Film selber durchgelassen. Ist mega cool. Was ich Herren empfehle, ist, die Sachen ausdrucken. Dann kann man sie in die Finger nehmen, dann kann man sie anschauen, man sieht, was man richtig gemacht hat, was nicht. Man kann eine Sammlung machen, man kann sie auch irgendwo in eine Kiste schießen. Es soll ja eben von mir aus gesehen analog bleiben, wenn es irgendwie geht.
Zum Schluss noch schnell, kurz und bündig, 3 Werte, die ich mir selber auch ein bisschen mehr hätte hinter die Ohren schreiben am Anfang und jetzt immer noch sollte. Erstens experimentieren. Habt nicht Angst davor, einfach auszuprobieren. Egal, wenn ihr jetzt gerne Leute füttert vielleicht die ersten 2, 3 Filme noch keine Leute. Füttert vielleicht einfach mal daheim ein paar Blümchen, ein paar Vasen, ein paar Sachen aus dem Alltag. Einfach irgendetwas, das nicht bewegt, das nicht rumsäckelt. Einfach mal einfach anfangen. Und irgendetwas, ein bisschen schauen, wie funktioniert es mit dieser Kamera, wie funktioniert es mit der Belichtung. Ich glaube, dort wirklich am Anfang wieder Mut haben, Sachen anders auszuprobieren, zu experimentieren. Vor allem eben mit dem Technischen halt, damit man nicht schon am Anfang irgendwie das Gefühl muss haben, man muss genauso gute Bilder machen wie mit der digitalen. Der zweite Punkt ist Geduld haben. Und das fällt mir sehr, sehr schwierig. Ich bin in vielen Sachen sehr geduldig und in diesen Sachen gar nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas schon einigermaßen und ich muss dann plötzlich wieder 5, 6, 7 Schritte zurück, wie mit der analogen Fotografie, das hat mich wirklich angegurkt. Es braucht Geduld beim Film hineintun, es braucht Geduld beim Fotografieren, beim Belichtung messen. Es ist einfach ein langsamer Prozess und vor allem ist es auch ein Prozess, wo man wieder neu lernen muss, wo man reinkommen muss, wo man muss experimentieren und Geduld haben. Gut, und der dritte Punkt, der eigentlich schon ein bisschen übergekommen ist, wahrscheinlich in den anderen 2 Punkten, ist wirklich nicht zu perfektionistisch sein. Ich glaube, es bringt wirklich nichts, wenn man von sich selber nachher zu hohe Ansprüche hat von Anfang an. Und alles perfekt haben. Ich glaube, dort muss man irgendwie halt auch ein bisschen seine Ansprüche wirklich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen. Und sagen, hey, ich fange, wie gesagt, schon mal 5, 6 Felder weiter vorne wieder an. Ich glaube, das hilft sehr. Und es ist aber, glaube ich, noch sehr schwierig. Ja, was bleibt mir am Schluss noch zu sagen? Ich möchte euch motivieren. Wirklich. Ich habe das Gefühl, es ist cool, neue Sachen auszuprobieren, etwas Neues zu wagen. Vielleicht auch zwischendurch mal auf die Schnur fallen, Berndeutsch gesagt. Sich zu ärgern, frustig wie verrückt manchmal das analoge Fotos. Und gleich umso schöner, wenn man dann zwischendurch wieder mal die Shots hat, wo man sagt, die drücke ich mir jetzt aus, an denen habe ich Freude. Die sind genau das, dort habe ich genau das festhalten. Und wie gesagt, für mich ist analog Fotos von den Resultaten her spannend, vom Look, aber eben auch vom Machen. Und manchmal war auch das Machen mega cool, das Resultat vielleicht nicht so. Und manchmal war das Machen ein Murks, aber dafür sind die Resultate lohnenswert. Und darum würde ich euch wirklich dort ermutigen, probiert es mal aus, vielleicht lernt ihr eine Kamera aus und taucht dort mal ein. Ich wünsche euch viel Freude, viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals fürs Hinschauen. Ciao. Jetzt probiere ich das Profilbild für das YouTube-Video. Probiere ich mit dieser Kamera, ich bin wirklich feister hier, das Profilbild mit dieser Kamera hier zu machen, mit dem Selbstauslöser. Ich habe das noch nie probiert. Oh Scheibe, warte schnell, ich sage den frischen Film. Dann muss ich noch 36 Fotos machen, bis ich das Video rausgeben kann. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber wir probieren es mal. Der Selbstauslöser ist drin. Suchen wir uns eine coole Komposition. Und dann stehe ich lässig her und dann schauen wir, was es gibt.